darf jetzt ankündigen eine Videobotschaft, und zwar Volker Türk, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, kann leider nicht persönlich hier sein, hat eine Videobotschaft gesendet, die wir jetzt einspielen. Lepo prosim. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Konferenz. Leider kann ich nicht persönlich bei Ihnen in Klagenfurt sein. Ethnische Minderheiten sind ein wichtiger Teil des sozialen Gefüges von Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Ich sehe das als Hochkommissar jeden Tag. Unsere Vielfalt bereichert uns. Sie sorgt für Offenheit und Empathie und sie lehrt uns, gemeinsam zu gedeihen, auch wenn wir unsere Unterschiede schätzen. Sprache ist einer der wichtigsten Träger von Identität. Sie ist immanent für die Fähigkeit von Gemeinschaften, ihre eigene Kultur, Geschichte und Tradition zu entwickeln und weiterzugeben. Für Minderheiten ist es wichtig, ihre eigene Sprache zu erlernen und darin auch unterrichtet zu werden. Minderheiten brauchen auch Raum, um ihre eigene Kultur frei zu entwickeln, durch einen ständigen Austausch untereinander sowie mit den Institutionen des Staates und der breiteren Gesellschaft. Sie müssen auch wirksam beteiligt werden an Entscheidungen, welche ihre Minderheit betreffen oder die Regionen, in denen sie leben. Es ist eine erschütternde Tatsache, dass viele Minderheiten weltweit nach wie vor Gewalt oder Diskriminierung erfahren und in Entscheidungsprozessen ungenügend vertreten sind. Das muss sich ändern. Eine solche systematische Ausgrenzung kann Missstände verstärken und auch einen fruchtbaren Boden für Gewalt und Konflikte schaffen. Andererseits kann ein wirksamer Schutz von Minderheiten und eine Eingliederung von ihnen zu einer allgemeinen und viel besseren politischen und sozialen Stabilität führen, zu besserer Resilienz und auch zur Kohäsion, sozialen Kohäsion beitragen. Umfassende Rechtsvorschriften, Strategien und Programme zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung der Gleichstellung sind von zentraler Bedeutung. Mein Büro hat kürzlich einen praktischen Leitfaden zum Schutz von Minderheitenrechten veröffentlicht, um die Entwicklung umfassender Antidiskriminierungsgesetze im Einklang mit den internationalen Menschenrechten zu erleichtern. Diese Veröffentlichung ist auf unserer Website frei zugänglich. Sehr geehrte Damen und Herren, vor 30 Jahren, während der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte, bekräftigten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ihre Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Angehörige von Minderheiten alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und wirksam, ohne Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz ausüben können. Gemäß der Erklärung von 1992 über die Minderheitenrechte müssen alle Staaten die Existenz und die nationale oder ethnische, kulturelle, religiöse und sprachliche Identität der Minderheiten in ihrem Hoheitsgebiet schützen und die Schaffung von Bedingungen für die Förderungen dieser Identität begünstigen. Es ist dringend notwendig, diese Verpflichtungen in der Praxis umzusetzen. Ich freue mich darauf, von Ihren Vorschlägen und Ideen für Maßnahmen zu hören. Vielen Dank.